Tranen jährlich ab, aus warnen Wahr. Hey, kommt ran met me. Hier reden we over wat we kennen met God durch tot leven ranen. Met junt as Eduard Kiesbrecht. Welkom zu dieser Serie von Ekran. Diese Serie wird hier in Bolivien auf ein Jugendcampament oder auf ein Jugendcamp gefilmt, was von Impacto Vertical organisiert wird. Und der Redner wird Walter Niefeld. Und du wirst verschiedenste Predigten, die alle zu einem Thema passen reden. Das Thema das heißt Puls von den Rhythmus. Und das Thema von der ist, wohnt es die grootste Kraft auf dieser Welt. Und wohnt es die grootste Kraft, die in uns kann sein. Und ich glaube, das, was wir in diesem Programm hier sagen, ich will die nicht mehr sagen, was das ist. Und muss sie dort uitvinden, dass das könnte sehen für die Sinne. Ich will was lesen uit Gottes Wort von heute morgens hier. Von Johannes sind wir immer noch mit dem beschäftigt, was er abgeschrieben hat. Johannes Evangelium, Kapitel 16. Und da redet davon, dass Jesus sagt, er wird wohnen von dieser Ehe. Und seine Schüler, die wären endlich ein bisschen traurig. Sie wären am sehr gut geworden. Sie hadden seine Leib gesperrt, sie hadden die Wunder gesehen, sie hadden all dat grote, dat gewaltige gesehen, was Jesus deed. En hadden gesehen, wo Gott seine Macht en am direkt so wird gedaan. Und dann sagt Jesus, Johannes 16, Vers 7 und 8. Aber ich sage Ihnen die Wahrheit. Für Jünd ist das gut, dass ich weggehen. Wils, wenn ich nicht weggehen, kommt der Tröster nicht nur Jünd. Wenn ich übergehe, wo ich Jünd den schätzen. Und wenn der kommen wird er die Welt die Augen aufmachen, über was Sinn ist, und über was Gerechtigkeit ist, und über was gerecht ist. Dort redet Jesus vom Heiligen Geist. In Kapitel 14 redet er auch vom Heiligen Geist. Er sagt im Vers 16, und ich will den Vater fragen, und der wird ihnen einen anderen Tröster geben, der ewig bei ihnen bleiben wird. Dort ist der Geist, der Wahrheit ist, den die Welt nicht kriegen kann. Wer nicht Jesus hat, kann den Geist Gottes nicht kriegen. Den die Welt nicht kriegen kann. Wils die den nicht sieht und auch nicht chant. Sie aber chanen den, wils der wohnt enjünt und wird metjünt sein. Ich will ihn nicht aus Weise Kinder loten. Ich will träg nur jünt kommen. Vers 21. Wer meine Gebote haften hält, beweist damit, dass er mir gut ist. Und wer mir gut ist, den wird mein Vater gut sein, und ich will am gut sein, und ich will mich am offenbaren. Jesus redet viel vom Heiligen Geist, und Johannes hat viel darüber geschrieben. Und die wollen vandaag vanmiddag een beetje van reden, wat dat betekent. Dat Jesus sagt, ich will ihn nicht allein lassen. Ich lasse ihn nicht aus Weise ziehen. Vorkommen wird wie Leibe, dass wir kreid anders. Das wird doch so schön sein, wenn Jesus hier wird stehen. Anstatt des Prediger. Ja? Oder anstatt der singen. Und wann, wie würde mal Jesus mit Arm so einfach am Seine ziehen? Aber weißt du, Jesus sagt, dass das für uns besser ist, dass er im Vater hat, weil sonst wird sein Geist nicht kommen. Und sein Geist geht mit jedem mit. Und sein Geist wohnt an uns. Und sein Geist ist über uns. Und sein Geist ist rum uns rum. Und sein Geist wirkt auch an die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und sein Geist ist stärker als der böse Geist. Die Bibel sagt, der in uns ist stärker als der in uns ist. So, wenn wir uns bewusst sind, wenn wir dort den Geist angenommen haben, den Geist Gottes, dann kann kein böser Geist, keine böse Macht nach uns kommen und uns verstehen. Die Düsternis, die muss gehen, wenn das Licht angemacht wird. In eine große düstere Stube braucht man ein kleines Licht zu sein. Dann ist die Stube nicht mehr düster. Ja?
So, wenn eine große böse Macht da ist, aber wenn das Licht von Jesus einmal abbrennt, dann geht die ganze Düsternis weg. In viele Menschen leben, und vor allem junge Menschen, so sie, oder ich habe Freunde, die leben, dass der Satan stärker ist als Jesus. Sie sagen, Jesus ist langweilig. Jesus hat je nicht Kraft. Check doch die Zeit, die schlupen alle. Vor allem eine Zeit schlupen die Menschen, aber das hat nichts mit Jesus zu tun. Jesus ist gewaltig, allmächtig, hat alle Kraft. Das geht daran, wenn du mit Jesus connected bist, dann lernst du diese Kraft kennen. Und meinst, dass es keine andere Kraft gibt, die gerade ist, als die Kraft von Jesus Christus. Die kann Tod abbrechen, die kann Leben verändern, die kann unsere ganze Ewigkeit verändern. Gott braucht bloß deine Entscheidung, dein Glaube, der sagt, ich will. Viele sagen, ich kann nicht. Wenn du sagst, ich kann nicht, dann sagst du eine halbe Wahrheit, willst du allein kannst nicht. Aber du kannst sagen, ich will. Ich schaffe nicht, aber ich will. Weil das ist dein Job. Gott, wenn du weißt, ich will auch. Aber ich kann nicht. Ich kann nicht bei dir kommen. Aber wenn du bei mir kommst, dann ja. Und Jesus, der kämpft auf diese Erde. Auch von dort. Mit seinen Heiligen Geist. Als hier. So, wenn du den Hort aufmachst und sagst, komm hier. Geist Gottes. Und mich nennen, dann kommt er. Und was tät der Geist Gottes in uns? Wenn der Geist Gottes in uns wohnt, dann ist erstens mal, sagt die Bibel, dort Stempel auf uns, dort Gott uns ähnelt. Wenn der Heilige Geist, dort vier vom Geist an uns nennt, für die geistliche Welt, habe ich dort Stempel. Wir sind gestempelt, dass Gott uns ähnelt, dass wir am hören. Und wo wir hingehen, haben wir das Stempel. Wir hören Gott an. Das wird geroutet. Dann, der Heilige Geist, unserem Geist sei, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist all, und das ist wichtig, dass wir dort immer beholen. Wenn wir zweifeln, ob wir gerat sind, ob wir nicht gerat sind, dann ist es Zeit zu beten, Herr, fall mir mit deinem Geist. Nicht bloß zu zwingen, ich will das nicht mehr denken, ich will nicht mehr zweifeln. Das halt nicht. Du wirst immer mehr zweifeln. Einfach sagen, Gott, nu brauche ich deine Stimme, dass du mir sagst, auf ich den zensiere nicht. Ich brauche deinen Geist. Wenn ich voll sie vom Heiligen Geist, dann gibt er die ganze Sicherheit, du bist Gott sein Kind. Und Gott hat dich nicht verloren, und er hat dich nicht verloren, dann gibt er hier Berne in Frieden. Und der Heilige Geist, der führt und lehrt uns eine Wahrheit. Wo ist die Wahrheit? Jesus sagt, ich sehe die Wahrheit. Und der Heilige Geist, der lehrt uns nach Jesus. Der weist uns immer nach Jesus. Viele Menschen haben schlechtes Gewissen, wenn sie was Schlimmes getan haben. Was für ein Schlimmes. Und dann sagen sie, für mich gibt es keine Lösung mehr. Mir ist so was Schlimmes passiert. Wenn ich dort was sage, dann wird mir keiner mehr in die Augen gucken. Dann kann ich keiner mehr in die Augen gucken. Und dann fangen sie an, darunter zu leiden. Dann können sie nicht mehr gut schlafen. Einige fangen an, dann Alkohol zu nehmen, Drogen. Andere worden depressiv, traurig, mit den Nerven, krank. Und weet je wat? Das ganze Lied hat eine Lösung. Wils de böse Feind, dort ist ein Lehner. Hij deed ons eerst de Sünde handstellen und sagt, das ist gar nicht so schlimm, wenn die dort ist. Aber wann wir gesündigt haben, oder wann wir gegen uns gesündigt haben, wann wir uns zwei gemacht haben, wenn das erst passiert ist, der böse Feind hat das angelegt. Aber wenn das erst passiert ist, dann kommt er und hat den Speicher umgedreht. Und sagt, weißt du was? Für dich hast du keine Lösung mehr. Du bist zwei für das Leben. Du hast kein weicher Ritter mehr. Er braucht uns Gewässer, um uns anzuklagen, der böse Feind.
Die Bibel sagt, dass hij uns, der ist, der uns verklogen hat. Das ist der böse Feind. Der verklogt uns. Und der sagt, dass wir keine Lösung haben. Das hört sich meist eine Gottes Stimme. Weil wir haben schlechtes Gewässer. Wir haben schlechtes Gewässer und folgen Levi, dort als Gott seine Stimmen. Gott will mich nicht mehr. In Wirklichkeit ist es die Stimme von böse Feind. Weißt du, wo der Unterschied ist? Wenn der Heilige Geist sagt, Walter, du hast gesündigt, dann sagt er mir immer, aber Jesus ist für dich gestorben. Du hast eine Lösung. Das ist der Unterschied. Der böse Feind sagt dir, du hast gesündigt und Gott will dich nicht mehr. Das ist für dich keine Lösung. Der Heilige Geist sagt, du hast gesündigt, aber Jesus ist für deine Sünde gestorben. Das ist der große Unterschied. Du hast immer eine Lösung. Du hast immer eine Lösung. Dein Leben hat bei Gott nicht dir, der Opas. Du brauchst niemals Leid sehen, eine distere Stove, in dieser Stove jaftet keine der mehr. Das jaft nicht der. Der heißt Jesus Christus. Immer. Was immer die passiert ist im Leben, das jaft verdienen der. Der Sohn sagt, für die jaftet keine Lösung mehr. Und Menschen, die mit dem Sohn zu tun gehabt haben, das Leben, das jaft keine Lösung mehr. Ich habe mit dem Sohn verschrieben, ich muss so sterben. Und das ist eine Leines. Wenn du dir dem Sohn verschrieben hast, Jesus hat die Frie gekauft, der ist ihm Blut. Du kannst die lossagen vom Sohn. Und du kannst entscheiden, dass Jesus die eine wird. Und dann macht Sohn Jesus Vater. Und dann hat er verloren. Weil Jesus einmal vor 2000 Jahren auf den Kopf geklönt hat. Und ich kann nicht mehr klar denken. Jesus, der hat ihm da am Kreuz besiegt. Hat eine ganze Öffentlichkeit bewiesen, als sie haar über alle Distanzen abgestoßen von der Tode. Und seit an der rechten Seite vom vor am Himmel. Und dem Sohn seine Zeit, dem seine Glocke rannt auf. Dann wird er gebungen sein, dann wird er im Vieren eingeschmissen worden. Und er wird von da nach da kommen, als Lehe in uns Verspielen, dort am die Erde gehört. Aber am gehört die Erde nicht. Und am gehört die Menschen nicht, haben sie gestohlen. Sie haben sie gestohlen. Und Gott wird sie zurücknehmen. Gott wird sie zurücknehmen. Und wie der wir freiwillig zu Gott kommen, weil Gott läuft uns. Und er hat uns seinen Heiligen Geist. Er lässt uns nicht allein. Dit Programm wird in Bolivien produziert. Wenn du Frauen oder ein Thema hast, dann schreib uns nur ans Facebook von Ekran oder schreib uns ein E-Mail nur ekran@gmail.com.